Es wird Zeit für den großen Schlussrun hier bei Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Hi und willkommen zurück. Und zwar heute, ja, ich muss sagen, mit der Dragon Ball Saga. War mal beginnen, aber erstmal noch ganz kurz checken. Normal, okay, stimmt noch. So, wir haben hier mittlerweile schon viel gemacht. Saiyajin Saga, Freezer Saga, Cyborg Saga, Majin Buu Saga, die Special Saga, die GT Saga und jetzt kommen wir eben zur Dragon Ball Saga. Jo, so viele Kämpfe aus der guten alten Zeit. Das hat was, auch das Bild, das weckt viele Erinnerungen. Schau mal. Natürlich nicht Son Goku, wie könntest du auch als künftiger Super Saiyajin, vierfacher Super Saiyajin Gott, Super Saiyan Blue, was noch immer, naja, was Decke gegen Boden, interessant und, oh ja, ich erinnere mich wieder an die Dragon Ball Saga, Ja, vor allem deswegen interessant, weil dann die meisten nicht fliegen können, also wir müssen hier ein bisschen anders fighten als für gewöhnlich. Na, mal schauen. 初めて天下一武道会に出場した悟空は優勝し村に水を買って帰るという使命を持った戦士ナムと対峙する。余裕を見せる悟空にナムの視察権天空ペケ事件が襲いかかる。 So ist es. Was ich noch interessant finde, ist echt, dass Son Goku in der Originalsynchro, also in Japan halt, immer eine gleiche Synchronsprecherin hat. Ja, eine Frau. Die spricht als Kind, als Erwachsener. そして村のみんなよ。絶対に負けねえぞ。さて、残る試合はあと2つ。いよいよ第6試合準決勝戦が始まります。では第6試合を始めてください。Nein! Das Geschrei hier. Jo, wie gesagt, egal welcher Lebenslage, ist immer die Frau, die ihn spricht. Aber nicht nur Son Goku, sondern auch Guan und Goten, die haben alle die gleichen Synchronsprecherin. Jemand kann schon mal Ki sammeln, das ist schon mal etwas. Guck gerade mal, was eigentlich Son Goku so machen könnte, zumindest in der Theorie mal. Was? Also der Angriff. Das könnte wehtun, Goku. Ich wollte gerade sagen, wird ausweichen. Free. まともに食らっちまった。あれではとても立ち上がれんよ。悟空。私も仏を信ずる者、殺生はいたしません。ただし、あの技を受けてしまうと、10日間は目が覚めません。セブン、エイト。Goku? Nein! Nein! Geht doch. Oh, das war der Quatsch, genau. Nur Ring verlassen noch. Name! Decke gegen Boden, aber er hat die Wand übersehen. Ja, so, der Name, also, war schon total irritierend. Decke gegen Boden, ja, wo sind die Wände denn? So, jetzt müssen wir schnell Durchgang, bitte. Ja, es ist ein typischer Kampfring, also darf es nicht den Boden berühren, logisch, darf es nicht, ja, darf, wie gesagt, man kennt sie eigentlich. Los!
優勝賞金50万ゼニーを手にするのはIch kann sagen, einfach er doch jetzt draußen. 優勝したらごちそうしてよね。 Wow. まだだ。 Er geht einfach nicht raus, der Typ. Ja, toll, kommt mit dem Quatsch wieder. 受けてみよう。 Bogen in die Decke! Ja, Boden verstehe ich, aber wieso Decke? Ich sehe keine Decke. Das ist Kampfring, hier gibt's keine Decke. Autsch! Und auch keine Deckung. まさかそんな。孫選手を恐るべき Schade. 技を仕掛けたナム選手の方が呆然としております。 Willst du mich ja verarschen? 立ち上がれるわけがない。おるな。ほらワクワクしてきたぞ。 Geht doch. 勝ちました孫悟空選手。ナム選手無念の場外負け。 Ja, ist ein bisschen anders, deswegen. Ich bin jetzt auch froh, dass es ein bisschen schneller vorbei ist. So schnell kann es gehen. War gerade verfügbar. Namen freigeschaltet. Kampf im Quittenturm. Ja, ich weiß an hier, also in der Dragon Ball Saga werden ein paar Dinge werden rausgepickt, andere wiederum, ja, die ich jetzt persönlich auch noch wichtig erachte und einfach, ja, nicht beachtet. Es ist irgendwie ein bisschen traurig. Ich glaube, 8 miteinander vorkommen, war. Oh, jetzt ist mal ihn. Ach du Scheiße, Tau, bye bye. ドラゴンボールを集める悟空の前にレッドリボン軍からの刺客タオパイパイが現れる。最強の殺し屋を前に一度は勝負に敗れるもカリン島でパワーアップを遂げた悟空は再度タオパイパイに戦いを挑むのであった。 Ich sage mal, Kampf gegen Namen, okay, wo ist der Kampf gegen Muten Roshi, der fehlt irgendwie. Also, ist echt irgendwie wieder mal wild durcheinander. おとなしくドラゴンボールを渡せ。それとも今度こそ本当に死にたいのか。ドラゴンボールは渡さねえ。おめえなんかにゃもうやられねえ。 Ja, ich glaube, der Kampf könnte mies werden gegen Tau Pai Pai. Toll, würde ich auch machen. 世界一の殺し屋タオパイパイ様を素手で倒してやるだと。そうだ。 Gott sei Dank wieder ausgewichen. 悪いやつはこの手で直接倒さねえと気が済まねえんだ。つまらんギャグを言おうってガキがお調子に乗るとこうだからな。いいから堂々とかかってこいよ。 Kamehameha! Voll in die Fresse. Gegenangriff! Autsch, autsch! Das muss natürlich wehtun. Ich fand noch gerade, dass Goku vermutlich eine Art Drachenfaust da. Eindringen. Könnte wohl die Attacke sein, die er gegen König Piccolo eingesetzt hat. Nachbildschlag. Natürlich gut, falscher Mut. Wieder mal sehr weniger cool. Ja, mit dem Schwanz nutzen, um zu fliegen. Ja, schlecht ist er nicht. Tschüss. Vergiss es, nix porten. Jetzt sieht es natürlich anders aus. Ich komme. Ja, ist voll getroffen. Ich hab dich gewarnt, Tau Pai Pai. Voll in die Fresse. Aua. Ah, muss echt noch switchen, gibt's noch nicht. Oh verdammt, die Nachwirkungen. Nein, ich wollte gerade. Jetzt gewesen Späßen. Sag mal, was machst du da?
Mann! In die falsche Attacke gibt's nur nicht. パイ様の力を見くびるととんでもない目に遭うぞ。 Ist nun was anderes, Freunde. Oh, das klappt ja. Hey, Strategiewechsel, geht! Erstaunlich! なんだと貴様3日前とは動きがまるで違う。どういうことだ。 Vor 3 Tagen? Dann noch den GT-Saga だ gefeitet. ったわけじゃねえ。塔のてっぺんまで登っていったんだ。聖地カリン、まさかお前を修行したというのはカリンという仙人じゃないだろうな。そうだ、よく知ってんな。ただの古い言い伝えだと思っていたが本当にいたとはな。 Oh, Toni. 面白い。健康のためにたまには軽く運動でもしてみるか。 Allerdings, also schön bye bye. Oh ne, doch nicht offenbar, wa? Gut, mach jetzt halt platt. Mann, du gehst mir auf den Senkel. おのれ。 Ja, so kann man es auch kontern, Freunde. Offenbar, ich habe es irgendwie mal... Ich weiß gar nicht mehr, was ein Tipp von Nord, habe ich irgendwo mal gelesen, dass man das kann. Oh, verdammt. 化け物か貴様。 Ich liebe den Move einfach. Ja. Doofe KI, die merkt gar nicht, dass ich in der Nähe bin. じゃんけんチョップ。 Stein, Schere, Papier, ich sinke, ich sinke, ich sinke immer noch. ガキだと思って手加減してやればいい気になりよって。Energie verschwendet, Kumpel. Mann, ja, mit dem Scheiß hier. Ah, hat es nicht geklappt. Ja, aber was man sich darauf merken muss, der Gegner halt irgendwie, also wenn man denkt, der Gegner würde halt nach einem greifen und hat das Gefühl, teleportieren wäre geil, aber auf dem beherrscht es nicht, dann einfach schnell zurückweichen. Hat er gar keinen Ultimate Move? どっからでもかかってこいよ。結構急だぞ。 Dann wird mal der Scheiß da vorbei sein. Aber überhaupt noch. Das wollte doch gerade. Kamehameha! Voll erwischt. すまん、私が悪かった。許してくれ。お願いだ。許してくれ。 Dieser Arschmeduhr hat mir voll verarscht. Der ist ein Arschmeduhr, ne? Ja, ich bin ja dabei, ich bin ja dabei. Au, au, au! Aua, die blaue Flecken! Da fliegt er erstmal davon. Ich wollte gerade sagen, jetzt blockt doch. Autsch! Das tat weh. Nein! Oh, das dauert und dauert. Nein! Wow, Zangoku aus dem Weg, bitte. Bitte. Ja, ist ein bisschen doof, so zu kämpfen. Juhu! Banzai! Was? よし、ウッパはここで待ってろ。
Der Typ, ey, bitte verzeih mir, der hat Opas Vater getötet. 父ちゃんを生き切らしてみせる。 Wenn wir schon beim Thema sind, ich glaube, der Wunsch, um Opas Vater zurückzubringen, war ja auch einer der Wünsche in Dragon Ball GT, die einen der Teufelsdrachen erschaffen haben. Ich glaube, das war... Pö, ist das jetzt noch? Nö, keine Ahnung mehr. Mit Opa, da das sagen... War das mit 3 Sternen? Als Eisshenlong? Oder was? Der mit 2... Ich habe das Gefühl, einer der Wünsche war sogar der mit 6 Sternen. Keine Ahnung mehr, müssen wir nachgucken. Freunde, es ist bereits der Abschluss der Dragon Ball Saga. Gab zumindest, das waren nur 3. Ja, wäre eigentlich logisch, war König Piccolo, weil was käme danach? Es wäre direkt Piccolo Junior, da heißt Goku müsste wieder erwachsen werden, ne, im Kampf gegen... Also hier ist er bereits 16 Jahre alt, danach wäre er halt 19 am Ende von Dragon Ball. Und ich glaube eigentlich wirklich, die Fights zwischen Goku und Piccolo Junior in Dragon Ball gab es glaube ich noch in so gut wie keinem Spiel. 世界征服を企むピラフ一味がピッコロ大魔王を復活させてしまった。ピッコロ大魔王に多くの仲間を殺され、怒る悟空はキングキャッスルへ向かう。激突する悟空とピッコロ大魔王、ついに最終決戦が始まる。 Dämonenkönigs. Naja, das waren noch Zeiten, wir waren mit dem Dämonenkönig Piccolo, mittlerweile sind es überall Götter, Dämonengötter, Götterzerstörung, Kaioshins. おめえをぶっ倒すまでオラ死ぬもんか。このピッコロ様をぶっ倒すだと？はっ、身の程知らずめ。 Also mal ganz ehrlich, Leute, das war doch einer der epischsten Momente hier in Dragon Ball, also generell halt. Die Kämpfe zwischen Piccolo und Goku. Wie wir jetzt wissen, zwischen Saiyajin und Namekianer. Warum haben das einfach nicht in Dragon Ball Z noch zum Ende gebracht, wie es ursprünglich halt geplant war? Und Akira Toriyama in der Buu-Saga, hätte nicht Vegeta böse werden sollen, sondern eigentlich Piccolo. Und dass er da irgendwie... Überleg, wie geht das schon wieder? Es gibt irgendwie verschiedene... Hallo? Schon vorbeigeflogen. Gibt, ja, ich überlege gerade, war das schon wieder. Kann ich mich noch ganz kurz konzentrieren. So. Ja, es gibt die Spiele Shin Budokai und ich glaube Shin Budokai 2 war ja der, wo eben halt die andere Geschichte erzählt hat. Aus Future Trunks Perspektive. Mit einem bösen Piccolo und so weiter. Und es war aber ursprünglich echt so geplant. Eben halt in der Hauptstory geplant. Deswegen soll so ein Goku gar nicht mehr zurückkehren aus dem Jenseits. Das war der Grund, wieso Goten, ja, die im Prinzip Ape kennen statt Ryu kennen. Oder Osaru kennen, wie auch immer. Die Attacke schon wieder. Genau, deswegen sei er Goten, auch so aus wie Goku, sollten erste Generation sein. Und Gohan hat ja eigentlich schon Stab seit dem Kampf gegen Cell übernommen. Das sollte man eigentlich auch so beibehalten. Naja. Ist nachher alles ein bisschen anders gekommen, nicht wahr? Die Fans wollten irgendwie nicht, dass Akira Toriyama das so macht, weil sie wollten nochmal einen epischen Fight zwischen Vegeta und Goku haben, warum auch immer. Deswegen lief alles ein bisschen anders und... Tja, war eigentlich bis heute noch auf einen epischen Abschluss zwischen Piccolo und Goku. Weil sind sie ja Best Friends und so weiter. Insofern wird das wohl nichts mehr. Leider. Hätte mich persönlich sehr gefreut. Und es gab, ich weiß gar nicht mehr, ob es bei Shin Budokai 2 war oder einem anderen Spiel, aber es gibt irgendwo halt eben noch so... Ja, eine Theorie, doch. So eine Geschichte halt. Sag mal... Goku? Aber wie viel brauchst du denn für die Attacke? Ich will die ganze Gegenangriff machen, aber Gokus macht's nicht. Jetzt geht doch. Na toll.
よくわかったな。さすがだ。フルパワーで戦うと私の寿命が縮まるんでな。できれば使いたくなかったのだが、そうは言っておれんようだな。Haha, der Zinkknebel, König Piccolo. 覚悟はいいだろうな。 Wobei, wieso eigentlich? Ich dachte, er hätte ewige Jugend sich gewünscht. 代わりでオラもおめえ思いっきりやっつけられる。 Übrigens, Leute, noch netter Fakt, wenn wir schon dabei sind. Oh, hört mal auf zu quatschen. 切ってなかったというのか。たわむとを抜かしおって。 覚悟しろよ。 So. Ja, lustiger Fakt. Den Wunsch von Shenlong, ewige Jugend und so weiter, haben bisher, soweit ich mich erinnere, nur 2 Leute geäußert. Und beides waren Amerikaner. Demon König Piccolo und Lord Slug aus dem Film. War mir so eigentlich noch ein interessantes Detail. Schön abgefangen. Ja, eben, es gab, ich weiß gar nicht mehr, du hast doch ein Spiel und gar nicht. Ja, eben, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Kannst bitte mal. Mann, Piccolo! Ist ein bisschen schwierig zu erzählen. Ausgewichen. Ja, jetzt noch ganz kurz. Es gab dann nämlich auch ein Spiel oder was auch immer, wo das genau definiert, noch erwähnt wurde. Dass Piccolo halt mit den Dragon Balls, oder irgendwie anders halt, seinem Vater, den hier, König Piccolo zurückgeholt hat, mit ihm fusioniert ist und dadurch irgendwie noch viel stärker wurde, so die Fusion mit Gott, war irgendwie ganz seltsam. Und irgendwie halt so auch die wahre Stärke des Namekianos bekommen hat. Auf alle Fälle so viel Power, wie du dir kaum vorstellen kannst. Das war's schon? Ryuken! Yeah! Er hat gewonnen! なんてことだ。このピッコロ様がやられるとはな。Piccolo様。見事というしかないな。ただこのまま魔族が消えてなくなると思うな。我が子よ、いつの日か父の恨みを晴らしてくれ。悪の根を絶やしてはならんぞ。 Ja, aber nicht allzu lange, war im Prinzip nur wie so mit Saiyajin sagen, Dragon Ball Z. Und danach war es wieder vorbei mit dem bösen Buben, also mehr oder weniger vorbei. Tambourin verfügbar, wir haben mal gegen den gefightet, nö, mit Tension an nicht. Piccolo verfügbar, Pinguin Village, wird doch noch nicht vorbei? Jetzt schwören können, das war's schon. Verwirrung. Wobei fällt gerne mal auf. Also ursprünglich hat es begonnen mit Son Goku als Kind und König Piccolo. Warum nicht das ganze in GT nachholen? Also Son Goku auch wieder ein Kind. Ja gut, die Schlaufe ist auch ein bisschen unlogisch. Ja, Arale von Dr. Slump ist ja auch von Akira Toriyama. Gab es sogar noch vor Dragon Ball übrigens. Oder? Doch, müsste gewesen sein, vor Dragon Ball das Ganze. Ja, war natürlich so, Goku hatte mal einen Auftritt in Dr. Slump, eben der Serie mit Arale. Ich bin langsam durch, ey. Arale, oder so ist sie doch. Umgekehrt natürlich hatte sie einen Auftritt mal in Dragon Ball und das müsste eben den wir dann in den nächsten paar Mal kämpfen werden. Aber soweit ich mich erinnere, war der storymäßig, man sieht es ja auch da mit Captain Blue, war? Major Blue? Commander Blue? Weiß gar nicht mehr. Ja, jedenfalls Mitglied der Red Ribbon Armee. Aber eben, das war noch vor König Piccolo.
Das ist sogar eine Vortänchen Han. Seltsam. Seltsame Anordnung hier in der Dragon Ball Saga bei Budokai Tenkaichi 3. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und bis nächste Mal, dann war es aber echt mal, war hier mit 4 Fights, müsste es gewesen sein. Und danach kommt die Was wäre wenn Saga. Ich glaube, jetzt noch ziemlich hin. Ist das schon ein Teil hiervon? Da kann man reden, der Kampf gegen Arale. Aha, Goku gegen Arale, war vielleicht der dann. Jo, wir werden sehen. Bis dahin, tschüssi.